Normalerweise will man in GeoGuessr auf den Meter genau herausfinden, wo man sich befindet. Heute machen wir aber genau das Gegenteil. Ich muss so weit entfernt vom richtigen Standort klicken wie möglich. Das ist die 0-Punkte-Challenge. Verboten sind die Ozeane und die Arktis. 0 Punkte holen. Let's go, baby. Also, das ist hier, obviously, glaub, Südafrika. Wegen diesen Dingern. Das sind, glaub, südafrikanische Zeichen. So viel ich weiß. Wir schauen nochmal schnell hier. Ja, ich glaube, das ist Südafrika, wenn ich mich nicht irre. Jetzt, die Theorie besagt, dass es immer auf der anderen Seite vom Globus sein muss. Und zwar würde ich jetzt sagen, es ist jetzt so ungefähr auf der Höhe, auf dieser Höhe so, dann muss es hier auf der Höhe von Europa sein. Aber so hier bei Japan, ungefähr so hier bei Japan, sind jetzt ungefähr, ich gehe noch ein bisschen höher, ich gehe hier bei Wakanai und dann müsste es 0 Punkte sein. Bitte gönn. 3 Punkte! Ah, huhui. Warum lacht ihr mich aus, Chat? Es ist doch gar nicht so witzig. Schaut her und lernt. Diese Runde machen wir 0 Punkte. Ich schwöre euch jetzt. Also, let's go. 0 Punkte. 0 Punkte, 0 Punkte. USA, obviously USA. USA. We're out here in the US, man. With the truck drivers, man. What the fuck? Okay, und jetzt auf der gegenüberliegenden Seite vom Globus. Wir müssen nämlich denken, dass es ein Globus ist und nicht nur so eine flache Karte. Dann würde sich das hier so rumdrehen. Also dann ist hier so die US, würde ich sagen, hier. Und dann gehen wir gleich weit runter. Hier, zack, bum, bum. Und dann so hier mäßig, eigentlich im Indischen Ozean, Type Beat Stuff. Wir gehen einfach in die French Southern Antarctic Islands. Und dann gehen wir hier in Ile de Lefebvre. Ganz einfach und let's go, baby. Und das sind 1 Punkt ist immer noch besser als 3 Punkte, Chat. Schnauze. Ich bin ein Verfechter davon, alle guten Dinge sind 3. Let's go, baby. Also hier, jetzt holen wir das hier. Oh, ich glaube, das ist wieder die US, man. What the fuck? We're here with the trucks, baby. Ich sag, wir sind in die US, aber jetzt gehen wir nach Australien. Und zwar nach Perth. Das ist nämlich die Meta. Und jetzt bitte 3, 2, 1. Alle guten Dinge sind 4, sage ich immer. Komm. Achtung, okay, das ist Europa. Ich sag en France oder Luxemburg oder Frankreich, Luxemburg oder Holland. Herr Start, ich glaube Belgien. Belgien, wir sind in Belgien. Also, Belgien ist hier. Belgien ist hier. The Zuckerberg. The Zuck. Ich sag Australien. Nee, ich sag Neuseeland und jetzt hier Auckland. Auckland. Baby, let's go, baby. Go for Auckland. Let's go, baby. Was ist los, hä? Alle guten Dinge sind 4, Chat. Let's go, baby. Nächste Runde. Das ist jetzt Tyr Istvan Utka Vaci Building. Ich sag, wir sind in Polen oder wir sind in, ich sag, wir sind in Polen, Bro. Polen oder Tschechien, aber ich sag Polen. Ich sag, wir sind eher in Polen, meiner Meinung nach. Aber ich sag jetzt, also Polen ist ja hier. Der Easy Bet wäre jetzt natürlich wieder Neuseeland. Aber gibt's noch was so weit weg ist? Ich glaube, etwas hier, so. In Tuvalu. Oder in Fiji, auf Suva. Fiji, ein Suva. Und jetzt geht's los. Baby. 16.000. Scheiß, ein verdammter Punkt. Digga, dieser 1 Punkt, der provoziert mich. Schaut euch diesen 1 Punkt an hier. View Summary und ich habe 10 Punkte gemacht. Schauen wir, ob wir das in den nächsten Runden noch toppen können. Let's go, baby. Jetzt mache ich 5 mal 0 Punkte. Ich gebe mir jetzt Mühe und scheiß jetzt drauf, ob ich etwas nicht klicken soll oder nicht. Ich mache jetzt einfach 0 Punkte jedes Mal. Auf ganz entspannt. Also es sieht aus nach Kanada. Weil da ist Kanada, oder? Chat. In Kanada? Weil da ist Kanada, oder? Also hier. Ich geh jetzt Perth, Digga. Perth. Und ich gehe Dänemark. In die Dings. Und let's go, baby. Let's go. Ja, nee. Wir waren nicht in Kanada, wir waren in Neuseeland, Alter. Fuck. Nächste Runde. Jetzt sind wir da. Roofing Center. Oh, das, indisch-mäßig? Type Beat? Nee. Thailand. Ich sag Thailand. Oder ist das Myanmar? Thailand oder Myanmar, egal. Thailand oder Myanmar, auf jeden Fall in der Richtung hier. Und jetzt ist das weitest entfernteste etwas, was gar nicht so weit weg ist vom Äquator. Das heißt, wir müssten so hier was picken. In Manta.
Bitte, 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 bitte gönn. Ich schau nicht hin. Ich schau nicht hin, bitte gönn, gönn, gönn. Ich schau jetzt hin. 0 Punkte, Baby. Let's go, Baby. Five Head Milo ist nämlich da, weil es so nah am Äquator ist. Ist ja hier am längsten gezogen, weil die Linie, wo die längste Distanz immer ist am Äquator entlang. Five Head, oder? Gibt doch Sinn, oder? So, let's go, Baby, let's go. Also, das ist die US. Das muss die US sein. Und jetzt gehe ich nochmal in Neuseeland. Und zwar hier unten bei Bluff und Abfahrt. Let's go. 13. Nee. 4 Punkte. Ist dumm. Das ist eine Scheißrunde. Dann. Ja, nervt das. Das ist. Das ist ein Argentinien-mäßig. Type-Beat. Hier. Ich muss noch mal eine Runde spielen. Das nervt. Jetzt schaffen wir 0 Punkte. 0 Punkte, Baby. Komm. Gönn. 5 mal 0 Punkte. Das muss schaffbar sein. Fußballplatz. Sieht irgendwie sehr, sehr komisch aus, weil ich irgendwie nicht weiß, wo das ist. Das erster Gedanke war Australien. Könnte Australien sein. Bin mir aber halt nicht sicher, weil ich das alles hier nicht so kenne. Fire Danger Today. Ich glaube Australien. Ja, Australien sind wir hier. Also dann müssten wir. Zweitest entfernte ist so hier und dann hier oben Island. 16.000 Kilometer? Ey, das gibt es einfach nicht. Wie kann das sein? Olaf Mölle Zogay. Hä? Auf jeden Fall Albanien! Let's go, Baby! Albanien. Also Albanien ist hier. Der Ozean gibt am meisten Sinn. Neuseeland vor allem. Und dann hier Bluff. Und 17.000 Kilometer, 0 Punkte, Baby. 0 Punkte. Let's go, Baby. He did it. Let's go. Also das ist jetzt Südamerika. Material para la fabricación y de reparación de todo tipo de calzado. Hier ist eine Tortilleria. Guadeloupe. Hier. Was ist das? Pollos Hermanos oder was? Also hier, Pollos Hermanos. Ich würde sagen, wo ist Guadeloupe? Das ist doch hier eine Insel, oder? Irgendwo am Äquator auf jeden Fall. Aber Äquator ist am weitesten entfernt, hier so mäßig. Kuala Lumpur, Malaysia, Medan. Und Abfahrt, let's go, Baby. Köln, gönn. 16.900. Scheiße. Ich habe gedacht, das wäre auf der Südhalbkugel und nicht auf der Nordhalbkugel. Also, nächste Runde. Sieht mir aus nach Kanada. Das muss jetzt doch einfach Kanada sein. Sag nicht, dass das irgendwie Schweden oder Norwegen ist. Das sieht aus nach einem Army-Karren. Das muss so ein Army-Karren sein. Kanada. Also, Kanada ist hier. Zack. Das Äquivalent auf der Südhalbkugel ist Perth. Albany. Let's go, Baby. 15.000 Kilometer. Wieder ein Punkt. Nächste Runde. Hier entsteht ihre neue Wohnung. River Park AT. Sind wir tatsächlich in Wien? Nee, ich glaube nicht, dass wir in Wien sind, aber ist ja egal, weil Österreich ist klein. Also wir sind hier, zack, buff. Und dann... Ich gehe einfach mal ganz auf süß oder auf frech. Hier. Nee. Es gibt keine Insel hier im Süden. Nix. Ich gehe einfach hier unten. Ushuaia. 13.000 Kilometer. Nein. Ich bin auch dumm. Ich lerne wirklich nichts dazu. Nichts lerne ich dazu. Also, let's go, Baby. Let's go. 0 Punkte. Jetzt schaffen wir es 0 Punkte. Das sieht wieder aus nach Kanada. Aber ich muss noch schnell... Red Earth. Fort Slave Lake. Slave Lake? Ganz, ganz sass. Und dann im Süden und dann... Also so weit entfernt wie möglich. Würde ich sagen, kommt schon hier unten hin. Diese French Southern Islands. 19.000! Okay, jetzt haben wir 0 Punkte, Digga. 0 Punkte, let's go, Baby. Also, nächste Runde. 0 Punkte müssen möglich sein. 0 Punkte müssen... Saxophon, Kaffeebar. Europa auf jeden Fall, weil europäische Kennzeichen sind. Das ist komisch. Maison del... Also, Spanien oder was? Das sieht ganz, ganz komisch aus hier. Also, es sieht eben nicht nach Europa aus, aber es sind europäische Kennzeichen überall dran, finde ich. Aber ist ganz, 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 ganz weird. Ist ganz, ganz bizarr. Aber ich sag, dass wir in Spanien sind. Biel. Ich sag, dass wir in Spanien sind. Und dann das weiteste Fenster, zack. Und dann hier so rüber.
Ich würde sagen... Corinth oder Brisbane. Brisbane. 17.137. Let's go, Baby. Let's go. Okay, es war wirklich in Spanien, Baby. Es war in Spanien und zwar in der Nähe von Zaragoza. Geil. Okay, wir haben jetzt zweimal 0 Punkte geholt. Jetzt keep up the streak, Baby. Keep up the streak. Okay, we're in the US, mate. We're in the US, mate. Und das weitest entfernteste von der USA, haben wir, glaube ich, gelernt, ist hier dieses Bluff. Das ist, glaube ich, genug weit weg. Ey, Mann! Wie kann man so blöd sein? Es ist dumm. Einfach nur eine Dummheit von mir. Es ist wirklich nicht normal. So dumm, ich mache 3-mal den gleichen Fehler. Nächste Runde. Also, Norwegen. Ich sag Norwegen oder Storeswehr. Ich sag Norwegen oder Schweden oder... Ich sag halt Skandinavien. Skandinavien. Also, my fellow mates. It has to be on the northern side, southern hemisphere, and I think it can be New Zealand now. Yes! 0 Punkte. Also, let's go. Oh nee, oh nee, oh nee, schau dich. Oh, da vorne ist ein Schild. Postchamp, Villanueva, Galingsta, Barreal. Villanueva, ist das Argentinien oder Chile? Ich sag das Argentinien oder Chile. Okay, wir sagen jetzt einfach, dass es Argentinien oder Chile ist. Das heißt, es muss auf der Nordhalbkugel sein. Und vorhin war das am weitesten entfernt. Und dann ist jetzt das hier am weitesten entfernt. So mäßig. Hier. Hier in Russland, in Dixon. Dixon, please. 4-mal 0 Punkte. Das schaffen wir wenigstens heute. Bitte gönn. 2 Punkte, Digga. Das ist zum Kotzen, zum Kotzen. Und hier ist das Video zu Ende. Scheiß drauf.